wer ist noch da? King Size Taylor, also Ted Taylor und natürlich Pico, unser Urgestein. Wir haben mit Erwin Ross natürlich dann auf St. Pauli eine lange, lange Episode überlebt. Wir sind die letzten Überlebenden. Genau ein Jahr bevor Erwin gestorben ist, haben wir Dominika beerdigt. Und das Irre, das ist mir gar nicht selbst aufgefallen, das hat eine Morgenpost-Redakteurin herausgefunden. Erwin ist genau im selben Zimmer, im selben Krankenhaus, zur selben Uhrzeit und zum selben Datum gestorben, genau ein Jahr nach Dominika, nämlich am 12. Februar auf der Intensivstation des AK Altona. Das sind sonderbare Zufälle. Zu Erwin ein paar Worte. Er war, viele Leute halten ihn für einen großen Künstler. Ich halte ihn für einen guten, fleißigen Handwerker. Natürlich war er auch ein Künstler dabei, aber er hat sich meistens selber als Reklamemaler gesehen. Er hat gesagt, ich bin Reklamemaler, und bekannt wurde er mit allen seinen erotischen Motiven, die hier sind. Was die wenigsten wissen, er hat aber ganz andere Sachen gemacht. Er hat auch die Spieltische, die Roulette-Tische bemalt, er hat auch rein technische Sachen gemalt, er hat auch Entwürfe gemacht für Bühnen und für ganze Lokale. Und die Herren von der Davidswache und die Dame waren mal ein großer Auftraggeber von ihm, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Als nämlich hier Ende der 70er Jahre der NEP durchbrach und die Leute K.O.-Tropfen kriegten und in einigen Bars die Speisekarten nicht zu lesen waren, gab es eine Anordnung, kam glaube ich über das Ordnungsamt, wurde von der Davidwache überwacht. Die Lokale, die geneppt haben, mussten eine große Speisekarte draußen anbringen mit 3 Zentimeter hohen Buchstaben, dass man sieht, wie teuer das Getränk da war. Und da hatte Erwin eine unglaubliche Auftragsflut. Ich weiß noch, er hat Tag und Nacht gemalt, um die großen Speisekarten fertig zu kriegen, weil die kriegte man nicht so einfach aus der Druckerei. Die hat er alle auf Bärholz gemalt und mit Bootslack überlackiert, damit sie auch haltbar waren. Und da stand dann ein Herrengedeck 35 Mark oder so. Man musste es deutlich lesen können. Und es gab auch drin die Anordnung, dass auf den Tischen neuerdings Lampen sein mussten. An jedem Tisch eine Lampe, damit die Gäste, die da sitzen, auch die Karten lesen konnten. Und das hat dem NEP dann auch Einhalt geboten. Und diese Initiative dazu ging aus diesem Raum hier aus, weil hier war damals, das wäre das Grenzfass, und hier wurde die St. Pauli OK-Initiative, die heute die IG St. Pauli ist, gegründet. Und Willy Bartels und verschiedene Leute aus dem Gastronomieverband haben durchgesetzt, dass dieses St. Pauli OK-Zeichen kam. Das kriegten nur die Bars, wo nachgewiesenerweise korrekt Programm geboten wurde und wo nicht geneppt wurde. Und die kriegten dann so ein rotes Siegel, St. Pauli OK, und die Touristen wussten dann, wenn wir hier reingehen, hier werden wir nicht über den Tisch gezogen. Und in diesen Räumen hier sind noch ganz andere Dinge passiert. 1982 ist in diesem hinteren abgetrennten Teil, der jetzt noch offen ist, der war damals abgetrennt, die Grenzgängergalerie und das St. Pauli Archiv von mir mit einigen Mitstreitern gegründet worden. Und hier in diesen Räumen ist auch mein Museum, das St. Pauli Museum, gegründet worden. Und hier hinten gibt es noch eine Tür, die jetzt zu ist, die geht direkt zum Eros Center. Und hier hinter dieser Wand läuft ja auch der Gang, der reingeht zum Eros Center, hinter dem Eros Lunch, hinter dem Imbiss. Und Willy Bartels hat, als AIDS aufkam, Anfang der 80er Jahre, plötzlich die ganze untere Etage leer gehabt. Und da hat ihn seine Frau, Gisela, die mich sehr mochte, er mochte mich damals nicht so, weil er mich für einen Kommunist hielt, aber Gisela sagte, da hast du nur teilweise recht, der Zinn ist kein Kommunist, der ist Idealist. Und dann gab er mir plötzlich 50 Schlüssel an einem dicken Schlüsselbund und sagte, hier die untere Etage gehört dir für dein St. Pauli-Archiv. 3 Monate bevor ich das zurückbrauche, sage ich dir Bescheid. Wir waren dann 3 Jahre in diesen Räumen drin. Eine Mitarbeiterin, die da gearbeitet hat, ist auch noch Jutta. Alles in Butter oder ist Jutta abgehauen? Nein, sitzt noch da. Die hat hier Schicht geschoben, auf die Ausstellung aufgepasst, dass hier nicht geklaut wurde. Aber nach den 3 Jahren kam Willy Bartels eines Tages, ihr wisst ja vielleicht, es wurde dann eine Flüchtlingsunterkunft, konnte es an die Stadt Mitte hier, an Bezirk Mitte vermieten. Da kamen dann da ein paar hundert Flüchtlinge rein. Kam er 3 Monate vorher und sagte, so, bald ist hier Schluss. Dann hatten wir aber plötzlich noch eine Heizkostennachzahlung von über 6.000 Mark. Sagte Willy, auch kein Problem, hat Willy auch noch bezahlt. Und es ist ja auch kein Geheimnis, man weiß das wohl auf St. Pauli, das St. Pauli Museum gäbe es nicht ohne Ernst Bader, dessen Lieder wir hier dauernd hören, von Freddy. Das war damals der Schreiber von Brennendheiser Wüstensand, der Junge von St. Pauli etc. und so weiter. Er und Willy, die beiden, haben das St. Pauli Museum quasi durch ihre milde Gabe, oder es war schon mehr als mild, es war eine wilde Gabe, gegründet. Und die haben uns die ersten Jahre auch immer über Wasser gehalten.
Und jedes Mal, wenn das Vereinskonto ganz tief in den roten Zahlen war, kam Willi oder Ernst und das Konto war wieder glatt. Über Erwin kann man noch vielleicht sagen, dass er jetzt die letzten 5 Jahre bei uns im Museum gearbeitet hat. Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich mal den Löffel abgebe, dann wenn ich den Pinsel abgeben muss, dann gebe ich auch gleich den Löffel ab. Es ist auch so gekommen. Hier steht sein letztes unvollendetes Bild. Die Beatles sehen sich noch nicht sehr ähnlich. Er hätte noch dran korrigiert und gearbeitet. Ich bin Fotograf. Er hat mich immer beneidet, weil ich meine Bilder in 125. Sekunde mache. Er braucht dafür manchmal Tage. Deswegen hielt er mich für ein Schlemiel, dass ich für meine Fotos überhaupt Geld genommen habe. Fand er eine Frechheit. Aber dieses Bild werden wir so unvollendet lassen, wie es ist. Und er hat mir versprochen, sein letzter Arbeitsplatz soll Platz in dem Museum meiner Tochter finden. Also ich selber mache das Museum nicht mehr, das macht jetzt meine Tochter Lena. Die ist eine studierte Geschichtswissenschaftlerin, jetzt haben wir endlich eine Akademikerin und nicht so ein Messi wie mich. Ich bin nur noch der Alterspräsident, mich haben sie wieder in den Vorstand gewählt, was ich gar nicht wollte. Da sitzt ja unser restlicher Vorstand, aber das hat zumindest den Vorteil, ich kriege im Museum immer noch kostenlos Kaffee. Und ich darf auch noch rein, ich habe sogar noch einen Schlüssel. Und momentan sind wir eingeschränkt geöffnet, man kann uns nur zeitweilig besuchen, weil wir da am Aufarbeiten der Bestände sind, die größtenteils in meinem Bauernhaus noch eingelagert sind. Aber Christian und unser Vorstand ist guten Mutes, dass wir dieses Jahr bessere, größere Räume kriegen. Wir werden wohl bald umziehen, aber darüber darf ich noch nichts erzählen, weil noch nichts in trockenen Tüchern ist. Und außerdem ist meine Tochter, die heute Gott sei Dank nicht hier ist, fährt mir sowieso dauernd übers Maul und sagt, bist du wohl ruhig? Sie hat eine ganz andere Methode, das Museum zu führen als ich. Sie kuschelt sogar mit den Behörden, was ich nie konnte. Aber mal sehen, was es bringt. Und für Erwin würde ich sagen, trinken wir heute alle noch ein Astra oder ein Becks. Wir haben hier Flaschenbier. Und da muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Er hat ja die Etiketten gemalt und hat so den Auftakt gegeben zu dieser frechen Astra-Werbung. Und als die Etiketten von Erwin auf die Flaschen kamen, ist der Umsatz innerhalb von kürzester Zeit 15% hochgegangen. Und deswegen hat die Carlsberg Brauerei, zu der mittlerweile Holst und Astra ja gehört, gesagt, wir spendieren das Flaschenbier. Und die Warsteiner Brauerei, die dies lokal beliefert hat, gesagt, dann kommt von uns Fassbier dazu. Das ist auf dem Kiez möglich, dass 2 Konkurrenten oder Mitbewerber so nett miteinander arbeiten. Und ich hoffe, dass wir heute Abend hier noch einen schönen Abend haben. Um 20 Uhr kommt der Hopfenchor. Und der Hopfenchor ist auch eine ziemlich neue Erscheinung auf St. Pauli. Im Brauquartier sind sehr viele neue Leute nach St. Pauli gezogen. Und da hat sich plötzlich eine Nachbarschaftsinitiative gegründet. Jeder, der Internet hat, sollte mal gucken unter kieznachbarn.de. Und die haben eine ganz ulkige Sache. Die machen Kunstausstellungen, die machen offene Abende. Wir waren auch schon mit unserem Museum da, haben uns dort vorgestellt. Sie stellen dort Künstler vor. Und sie haben noch was ganz Ulkiges. Sie haben eine Bibliothek und eine Videothek. Jeder kann ins Internet über seinen Namen reinstellen, welche Bücher und Filme er besitzt, die er auch verleiht. Da kann der Nachbar beim Nachbarn mal klingeln und sagen, oh, du hast doch diesen Film, den wollte ich lange schon mal sehen. Kannst du mir den leihen? Schon ist der Film drüben beim Nachbarn und weiß, wo er ist und er geht auch wieder zurück. Eine ganz pfiffige Idee und eine ganz tolle Nachbarschaftshilfe, die wohl viel Geld spart. Und diese kieznachbarn.de werden sich wahrscheinlich nachher selber hier vorstellen. Und die haben extra für heute Abend gestern noch was eingeprobt. Was für ein Lied? Natürlich Fairmaster. Der Tüdelband kommt hoch und es kommt so einiges Plattdeutsches. Also ihr habt ab 20 Uhr hier, glaube ich, mit den Kieznachbarn noch Spaß. Jürgen, der Sohn von Erwin, ist in Urlaub, lässt sich entschuldigen. Und seine letzte Mitarbeiterin Eva ist ebenfalls in Urlaub. Aber die haben schon Abschied genommen von Erwin im Familienkreis und die wollten es auch so. Und die wünschen uns aber sehr viel Spaß hier. Und ich glaube, es ist auch in Erwins Sinn, dass wir hier nicht weinend sitzen, sondern dass wir sagen, hoffentlich haben wir Erwins Werke auf St. Pauli noch möglichst lange, lange, lange erhalten.